Ja, servus. Ich komme aus der Halledau. Und in der Halledau, da gibt es so eine alte Geschichte und die möchte ich euch heute erzählen. Und zwar gibt es in der Halledau die Geschichte vom Halledauer Schimmel. Für alle, die es nicht wissen, die Halledau, das ist im Zentrum von Bayern ein Hopfenanbaugebiet, das größte Hopfenanbaugebiet von der Welt. Und da bin ich her, da bin ich aufgewachsen. Also ein kurzer Einspieler, so schaut der Hopfergarten aus. So wächst der Hopfer bei uns in der Halledau an so Drahten auf, in so einem Gestein aus Baum, kann man praktisch sagen, aus Baumpfähle. Und wir sagen da Hopfergarten dazu. Die werden im Frühjahr fängt es zum Wachsen an. Man sieht es jetzt, ist so Anfang vom Sommer, also gut halber schon oben. Und wenn das ganz oben ist, August, September rum, da wird das dann geerntet. Machen wir noch ein paar Nahaufnahmen, dass ihr genau seht, wie das ausschaut. Also das sind die Blattl. Hopfer ist da jetzt leider noch keiner dort, so weit ist es noch nicht. Also wie gesagt, dann kurz bevor die Ernte ist, wachsen da so Hopferdolden hin und die Dolden sind eigentlich das, was geerntet wird. Jetzt ist nur, dass man die Blattl sieht. Die Dolden, da wo dann hernach der Samen drin ist, dem wo man aus dem Hopfer gewinnt, das wo praktisch dann im Bier auch den Geschmack ausmacht, das kommt erst kurz vor der Ernte, das ist leider noch nicht zum Sehen jetzt. Und eben da gibt es die Geschichte vom Halledauer Schimmel und die ist ganz lustig und darum will ich euch die jetzt einmal verzeihen. Die haben das eine Dorf vom anderen einen Schimmel gestohlen. Ein weißes Pferdl praktisch. Und das Pferdl haben sie dann nicht gewusst, wohin damit, dass sie nicht erwischt werden, haben sie es am Berg hinauf in St. Kastel in der Kapelle versteckt. Weil es war Winter und der Weg dann auf war ziemlich beschwerlich und sie haben sich gedacht, da kommt keiner hin, das findet keiner und dann ist der Schimmel derweil gut versteckt. So weit, so gut. Bloß haben sie dann einen Fehler gemacht. Sie sind selber nicht oft nur hinauf zu dem Schimmel und sie haben ihn verhungern lassen. Der Schimmel ist in St. Kastel in der Kapelle drin, jämmerlich verhungert. Jetzt war ihnen das natürlich noch peinlicher wie der ganze Diebstahl, dass jetzt im Nachhinein, wenn irgendwer den Schimmel findet, den toten Schimmel, man auch noch sagen kann, sie haben ihn nicht bloß gestohlen, sie haben ihn auch noch verhungern lassen. Das war natürlich fast noch schlimmer, wie dass sie ihn gestohlen haben. Und darum haben sie ihm nachträglich ein Schippen Heu hingelegt. Den verhungerten Schimmel haben sie ein Heu hingelegt, damit es so ausschaut, wie wenn er genug zum Fressen gehabt hätte und dass man nicht meint, dass er verhungert war. Über das Ganze gibt es einen Film und es gibt auch ein Lied drüber und der Schluss von dem Lied, da heißt es dann eben auch, und wie der Schimmel tot ist gewesen, haben sie ihm ein Schipperl Heu hingelegt. Nicht, dass die Leute sagen, zwecks der Not ist der Schimmel tot. Ja, genau, so war das mit dem Halledauer Schimmel. Und da gehen wir jetzt gerade hin. Könnt ihr jetzt mitkommen, ich zeige es euch. Da vorne, einmal müssen wir noch ums Eck rum. Und da ist die Kapelle von St. Kastel. Jetzt seht ihr es, das ist die Kapelle. Da drin ist der Schimmel nach der Geschichte noch verhungert. Das ist jetzt die andere Seite von der Kapelle. So schaut es aus von der Straßenseite her. Wunderschön bei uns, unsere Heimat. Und wunderschön und auch ein bisschen lustig die Geschichte vom Halledauer Schimmel. Ja, dann hoffe ich, das hat euch gefallen, die Geschichte vom Halledauer Schimmel. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder
Noch besser, dürft die Seiten abonnieren. Das würde mich freuen. Macht es gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Pfiat euch. Servus.